Ekran! Ekranen geef niet op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubteranen. Hier wil we een gouden tijd hebben en daarbij God kennenlernen. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag hier dabei bent, als u nu op radio en YouTube bent. Hebben een schöne tijd met ons. Met mij is hier vandaag mijn vriend Abraham Knalze. Welkom hier. Eerste Mal, weil hier thuis bij ons. En du wirst vandaag ons die Zeugnis vertellen. So, we zijn alle nieuwsgierig. Wo ist dein Leben aufgerannt? Wo bist du geboren? Vertel einfach mal deine Geschichte. Ja, danke Eduard für mich anladen, für mir diese Freiheit geben, hier und so. Mein Zeugnis zu geben, ich bin dankbar für. Und ich bin Abraham Knalsen, ich wohne hier in Villanueva. Ich bin in Bolivien geboren. Und lebe ich durch und so. Und ich bin in einer Kolonie, eine ulkanische Kolonie geboren, in Riva Palacio. Und da waren meine Eltern, ich bin bei 7 Jahren, und ich durch so abgewassen. Da fing ich an, an der Schule zu gehen. Und dann traten meine Eltern da weg. Dann traten die weg nach Judenhof. Und dann lebe ich von da wieder. Und dann wieder ich durch in der Schule. Das ist gewöhnlich in der Schule ist, durch so. Und lehre dort, kriege dort alle mit. Und dann als ich meine Schule wieder von 7 Jahren bis 13 Jahren, wo ich eine ulkanische Schule gehabt habe. Dann als ich abhielten mit einer Schule gehen. In einer Kolonie ist es so, wer du abhielten, dann fängt der Fuß nach der Stopp an. Dann hast du dann dort begossen abgegangen. Und mit mir wieder kriegst es dort, weil ich hatte sehr viel Freunde. Durch an der Tarp, an der Kolonie, in Judenhof, in Kamp 50. Und ich habe mitgelebt, ich habe noch ein Teil Freude gehabt. Und ich habe auch Schwierigkeiten belebt. Ich habe Sang gehabt mit Jungs und ich habe Lust drin mitgemerkt. So aus Trinken und ich habe die Blätter gebraucht und ich habe nach Jungs verkehlt. Und das sind die Dinge, die ich alle mitmerken kriege, dass das gewöhnlich durch zu schaffen hat. So, wo fällt es dir, wenn du Sang gehabt hast, oder du Trouble war, oder du andere verkehlt hast? Wo fällt es dir hängen? Dann durch so, wenn das Sang du wir und ich hatte Stress mit Jungs und ich verkehlt Jungs, dann wird es gut. Aber daher weil ich mir sehr schlecht war. Dann möchte ich das alle treistellen. Aber dort wird nicht so einfach gehen und dort bereden mit der Person. So, wo war dein Leben dann wieder? Ja, ich war dort wieder in der Kolonie und ich fing dort im Jahr und ich hatte dort im Jahr gehabt in der Kolonie und ich belebt all das mit der Jugend, wenn ich will nicht leer sein als die andere Person. Ich will mich mit der Glück stellen, wenn ich all die Lust und all das nicht tue und all die Schweinchen schlechte rede, dann wird mir sehr aufgestampelt. So, wenn ich das auch tue, dann werde ich auch an den hohen Niveau mit all der Jugend haben. So, dann wird dann wird ich nicht so eine leere Person. So, dann geht je dat du hast du mehr ein Leben mit den Jungs, was du all sagst, dann geht das meistens irgendwann nur toll, wenn ich so, wie das bei dir auch so steht? Ja, ich hatte im Jahr, dass wir nach einer Predigt lernen, ich muss immer nach dem Basti abpassen und ich halte mich auch mehrmals von den drei. Und im Bereich der Predigerschaft habe ich nie gewusst, dass ich eine Person wie die sich nach von mir die Dinge drei halte, dass ich wieder noch verändert mit der Lehrerschaft in einer Kolonie. Danach besonders ich, dass ich bei einer Predigt wird mit meinem Jahr der und das kam so weit, dass ich will gemeint worden in der Kolonie und ich habe thuis immer sehr viel gelesen. Mir wird mehrmals, als ich mit aller Wort mir dazu sagen, und abgegossen mit der Jugend und dann habe ich sehr viel Bibel gelesen. Und mein Papa hat mir viel geholfen, dass ich Bibel lesen könnte. Er hat mir sehr viele Schriftstellen gesagt. Und dann habe ich für eine sehr gute Zeit gehabt. Und so halt habe ich mir das Evangelium verstanden. In der Knie. Und dann, so, du hast nu al een Duitskennis gekregen en
Wirst du dann umgehen in der Taufe, möchtest du die Reihe, das Katechismus lehren und so weiter, oder wo ging das Ganze? Ja, als het weer kwam dat ik 11 werd en wanneer de knieën zo in je Jahren zijn, dan is het wichtig dat die dan bij je meint worden, dat die zich dan aansluiten dan. En ja, dan beleef ik dat einfach weer dat ik wil bij je meint worden. Ik ga me al, ik ga dingen en ik wil einfach rijden. Zoals de mensen me zeggen. En dan, ik aan de knieën zo, werden bij je meint worden, die dat in zin dingen voor een bereden, wat die trubbels je had, trubbel je dreven had van de kolonie. En dat had ik ook al gedaan, ik wil alleen ramje voor, en ik heb het bekend, ik heb het bereid, met dat leid, en ik wil losgaan. En aber ik heb veel erkennis in de schrift van mensenleven en van wat het leven zal zijn. En dan kwam dat ook zo weit dat ik wil met mijn voertuig helpen naar de ältesten fahren, zoals het normaal weer. Dat ik zal voor mijn zinnen uitzetten en bekend dat ik vrij weer thuis bij je mijn fahren. En ik weet het nog, als ik fahren daar dan zie mijn voertuig, ik zal mij niet in de ältesten stellen, wegens dan wordt het trubbel geven, dan wordt het mij de gelijk wegschenken. En dan heb ik toen opgepast. Als we doen werden, dan had ik zeer veel vrouwen. Die vroeg me allemaal af als ik dit geschafft heb en dat geschafft heb. En ik durfde dan zeggen ja en nee. En dan zo vroeg hij mijn ganze leven uit wat ik geschafft heb. Waar viel ze die hingen aan als je was hier? Ik viel me nach krachtste verloren als een man. Ik weet je was, ik heb alles bekend. Als ik alles bekend had, dan zei hij toen mir mir das leid, dann würde ich gerade mir das vielleicht vergeben. Aber mir wird nicht wichtig, dass ich mir das dort sehe. Als wir am Treiweg wieder mit Führer, dann sehe ich mit Führer, dass wir durch was wir das halt mir nicht. Weil ich weiß allmehr aus dort. Ich habe allmehr gelesen, meine Erkenntnis von der Schrift. So was deed dan? Ging es dan naar de Taufe oder was deed dan? No, ik ging niet over de Taufe. Ik deed bloos als de mij wil met een zij ontekenen aan de kolonie, dan geroet de verder en verleid ik de kolonie. Ik weet een dag, dan ben ik alleen thuis. Mijn broeder die schaffen dan uit. Mijn ouderen voeren naar Santa Cruz. En dan ben ik alleen thuis. Mijn ouderen hadden dan klein beetje gezegd wat ik die schaffen zal. En ik wist dat die dag wil ik verloten. En ik wist best niet bouw. En mijn broeder voer ook van thuis weg ter arbeid. En ik zei tegen hij zal nog wat opvoeren. Ik kon niet voelen, ik kon staan. En dan pak ik best mijn kleider op en had ik mijn kleider eruit en daar heb ik mijn arbeid uit huis wat ik zal doen. En dan als ik de arbeid fertig had, heb ik het weer de tekst gedaan. En dat weer een einzige route waar ik uitkomen kan. En ik best nu mijn kleider en dan voer ik even vanuit de knie uit. En kwam even naar Pylon, hier naar Ibnias. Ja. So, als du dann hier ankommst, wo ging das Leben nu wieder? Du wirst dann nu wieder auf von deiner Familie und wo ging es wieder? Dann bin ich von Tüß verloren einfach. Dann war ich hier in Ibnias, aber meine Eltern fallen sehr, sehr schwer. Da ich wieder verloren, weil ich wieder einmal ein großer Freund und meine Eltern, ich wieder involviert. Weil ich gehört meine Eltern, wenn sie mir sehen, was ich tun soll und so weiter. Ja, dann bin ich hier so in Ibnias voor een week. En ik hoor mijn kop ganz veel schriftstellen, wat ik vreemd, wat ik niet richtig wie wat hij meint. En dan varen we ans een pastoor gaan, Peter Friesen. En dan kwam hij en zijn zo eens ans en dan vroeg ik hem uit. Nu die vreemd wat mij veel te weten, waar ik zo zei, nu hongerig weer, maar hij dreed, maar nu de ware geboorte dat ik moest van Jezus geboren worden. Oder wie mir sagen, amaglich, das will ich nicht. Ich will weiten, was meine Frauen, was sind meine Frauen alle. Und dann, das kommt hier so weit, dass soll mir die ganze Schrift auswendig lernen, den oben tun. Wenn ich so sage, nicht schwierig wie. Und dann, das dort hat mich, fragte mich bei der dritten Mal, als die meine Frauen da, das letzte Mal, was sie die bekehren, was sie nicht. Wenn du nicht weißt, du brauchst nicht. Das ist einfach meine Entscheidung. Und dann, als die du mir losleiten, als ich will nicht, dann habe ich eine Entscheidung, wenn es dann wie mir das wichtig, dass ich brauche Sinn für Vergebung und dann habe ich Jesus an aus meinem Herz. Wo fällt sie dir, als du Jesus angenommen hast? Als ich Jesus angenommen habe, dann wusste ich, dass meine Sinne werden vergeben, ich werde frei und Jesus wird der, der mir losgekauft hat. Und dann werde ich sehr froh. Und wann Jahr wird das aus der Das wird im Jahr 2012 so passieren, dass ich Jesus annehme, das ist mein Herr.
Sehr fijn. Ik freue mich jedes Mal, waar ik dat hier kon, dat irgendwer nie het leven met Jezus angefangen hebben. Wo ging die Christenleven dan van du wieder? Wat passiert dan wieder in dein Leben? Ik heb in mijn leven 2 Jugend gehad. Een Jugend wie in de knie en een Jugend wie einfach hier. Means dat we hebben, ik jaar hier. Wie 6 jaar dat ik hier nog een Jugend geweest. En dan ging het weer. In mijn geloven, ik was een vrouw. Ik had mij de moeilijk zware tijden. Wegens wat de grootste zware geboren van Jezus, die had ook zware tijden. En am 1 jaar, dan leidde ik me tofen. En dan heb ik me ook tofen en ik niet eens gehoord. En ik ben zeer vrouw dat ik me kan afgeloven tofen. En kost je dan ook vangst wanneer meer, of wou nam zich dat al aan? Ja, ik vang. Dan weer het ging een paar jaar durch. En opeens vond ik een zeer smakelijk en ik heb me zeer voor die gevraagd. En dat was zeer interessant. We gaan het lenken dat ik wist wat wie ik wem je zijn hoor. Ik had openbaar dat en mijn verstand weer wonen me en ik had het 100% klaar. En dat bestuurde krachts dat ik een zeer smakelijk vond. Dan heb ik er nog lang gespaziert. Bij even jaar heb ik gespaziert en dan heb ik een kaas. Een zeer strome kaas, een zeer gezegende kaas. Ook een Ibnias. Zo, en hoe lang zijn je dan nu al bevrijd? We zijn nu bevrijd tot zijn ruim 2 jaar. Sehr schön te horen van die Abraham. Te zijn ook waar du je wassen hast im jährlichen Leben. Ich glaube, du bist al sehr weit gekommen von den Abend, wo du einmal erkennen kannst, dass du Sünde hast und dass du eine Vergebung brauchst, dass du Jesus brauchst. Ja. Und ich freue mich wirklich für dein Leben. So, ich habe eine Frau, was ist dir wichtig in deinem Leben? Was willst du andere mitteilen? Was ist dir besonders wichtig? Wat mij dat ganze wichtig is, dat is, we vinden in Johannes kapitel 3, dat Jezus met Nicodemus in contact komt daarna, dat hij de ware geboorte erklären heeft. Dat is mij zeer wichtig. Wenn du mij zo interessiert is van jou, dan wil ik dit herroden. Wenn du nog niet ware geboren bist, du hast noch nicht den Heiligen Geist in dein Hart, dit brauchst du in dein Leben. Wenn du wirst eine gesehene Person sein, wenn du wirst wie Jesus leben. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann kannst du nicht für Jesus leben. Und dein Leben, das braucht verändert worden von den Heiligen Geist. Wenn du nicht wirst, die Kontrolle geben, den Heiligen Geist über dein Leben, dann wirst du verloren gehen. Und du brauchst Jesus an in dein Leben. Ich kann es mir einverstanden. Vielen Dank schon, Abraham. Mag Gott dich auch wieder segnen. Gracias. Und was immer du so denkst, was immer in deinem Leben fertig stehen wird. Und ich freue mich für dich und auch für Neita, für deine Frau. Mag je wirklich eine gute Zukunft haben in je Leben. Mit Jesus Christus taubst, dass du sagst. Ja, danke. Ich glaube, je kann die Welt ganz verändern mit dem Vorbild, was je sind. Ja. Dan mocht ik ook die wensen leven hier Christus Abraham kost u ook een treffen haben met Jezus. Als dat nu met een prediger taub is, of alleen in die stoel, of irgendwo begaas, du kost je krijgt je handje naar en Jezus zei, ik bruk die vergeving en ik bruk dat Jezus in mijn leven bijna is, want ik alleen kan dat niet. So, doe dat, ha niet angst voor dat, want Jezus is ein leibender Gott, am Arm tanzen sagt, komm mein Kind, ich sehe die Gott und die Leben wird verändert worden für das Gute. Mag Gott die sehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479. Oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.